Auf zu neuen Abenteuern hier bei Pokémon Delta Alpha Saphir. Hi, Freunde, willkommen zurück. Und ja, für heute habe ich, das letzte große, Geheimnis ja übertrieben, eigentlich Feature vorgesehen. Was man hier halt beim Remix von Rubin, Saphir, Smaragd so alles noch tun kann. Und zwar, diesmal sind es die Super Geheimbasen. Ja, nicht mehr die normalen Geheimbasen, nö, hier sind es plötzlich die Super Geheimbasen. So, ich glaube, hier war bereits eine. Ja, Geheimbasen. Früher waren ja eigentlich noch, wie soll ich sagen, war einfach halt ein netter Zufluchtsort, wo man sich schön was einrichten konnte. Im Prinzip ein eigenes Baumhaus und so, oder? Tja, und hier jetzt plötzlich ist es noch ein bisschen anders. Einmal ganz kurz, müssen wir nochmal das Netzwerk aktivieren. So, wir sehen es hier direkt. Zum Beispiel, nö, dankeschön. Wenn Sie zum Beispiel hier mit diesen Löchern hier oder diesen Wänden. Gibt es jetzt solche, die sind größer und die anderen sind kleiner. Die größer sind, sind halt Geheimbasen anderen und die kleiner sind, sind noch die, wo noch gar keiner drin ist. Sprich, wir können natürlich auch unsere eigene Geheimbasis erstellen. Aber bevor ich das mache, ist natürlich erstmal die Frage, wie sieht denn so eine Geheimbasis aus, beziehungsweise wie könnte sie denn aussehen? Geheimbasis von Chem! Ja, das sind eben solche Geheimbasen, die kann man durch 100 tauschen, so, wenn man halt sonst irgendwie global irgendwie tauscht, kämpft, kann man sich so diese Dinge halt herunterladen und halt hier besuchen gehen und wegen, ja, wie sieht's denn hier aus? Ha, die Autostarter. Schön, schön, den ganzen Poster hier. Jetzt habe ich hier natürlich noch einen Fußabdruck. Schön. Wer bist du? Bist du Chem? Yay! In dieser Geheimnis werden Einzelkämpfe ausgetragen. Wie ist aber diese Herausforderung? Ich glaube, Pokémon dabei war. Sonst sind wir es relativ schnell. Ein Knilz, das wir verarschen? Unser Elevoltec weiß, was er gehört, du und der Eishieb, der haut rein, ja, immer so fein, ja, knilzt. Ja, und er knilzt sich weg. Ein Weilmer, ist auch keine große Herausforderung. Weilmer, Elevoltec. Voll auf die Zähne. Ja, der Boss, ich glaube, Gebiss. Ein neues Gebiss, die dritten Zähne, die braucht er jetzt schon. Du. Schnackmark. Und tschüss, Mann. Schnackmark. Haben wir einen Puls, sollte man sich immer nicht anlegen. Denn das ist gewollt. So, das war's schon. Mein Boss Chem anzutreten. So, wo ist denn dieser Chem? Bist du Chem? Klar, der kleine ist Chem. Du bist Chem, wa? Okay, ist auch nicht Chem. Ja, es war halt damals noch auf dem Game Boy Advance, oder? Was noch ein bisschen anders, da musste halt mit Linkkabel und so. Ja, damals halt noch Kabel, ist noch nicht alles WLAN und so gewesen. Muss man halt so gegen andere Geheimbasen antreten, also sprich, es ging schon damals, nur war es dann noch ein bisschen anders und ja, Wettrennen und so weiter gab es ja auch damals schon. Vielleicht kann man das nachher noch mal kurz nachher zeigen. Dass man halt irgendwelche Ränge bekommt, sprich irgendwelche Fahnen einsammeln und so, irgendwie war das doch mal so in der Art. Ich weiß auch nicht mehr, wie gesagt, das ist schon eine Weile her, seit Game Advance Zeiten. Das zum einen und zum anderen war ich jetzt nie so der Typ, der so viel auf Geheimbasen gehabt. Ich hatte damals auch 1, 2 Geheimbasen. Das war schön, aber jetzt nichts, wo ich mir unbedingt viel Zeit damit verbracht habe. Mein Luftballon, nein, er ist geplatzt. Du bist ein Arschmann, du kriegst hier eins auf die Fresse. Das nicht. Also mir gerade eine Frage, Freunde. Der Luftballon ist auch ein Item, was nach einem Einsatz verschwindet. Falls ja, muss ich kurz nachher das Spiel mal neu starten, beziehungsweise nicht abspeichern. Scheiße. Stolonia. Und der Pult legt los. Ja, das ist eine Voltec. Ist immer cool drauf. Ja, tatsächlich, der ist der Cam, okay. Du hast einen Luftballon noch, oder? Nein, nicht mehr! Was? Der ist nach einem Einsatz echt weg.
Fies. Okay, gut zu wissen. Aber auch noch eigentlich so Pokémon im Team. Ich dachte einfach von irgendeiner Luftballon ist für einen Kampf da und nachher ist er halt, also wenn er Platz ist, ist er für den Rest des Kampfes weg. Weil es stand nie von wegen, dass er nach dem Einsatz verschwindet, wie bei anderen Items so ist. Das ist bei einigen lieber wohl weggenommen war oder irgendwie ihm. Ja, doof gelaufen. Darf ich halt nicht abspeichern. So, du bist Cam, wa? Himmelsposter. Lass uns Freunde sein. Lass uns Freunde sein. Yeah, yeah. Also bis Maike. Okay, wir sind jetzt Freunde. Jetzt müssen wir ein bisschen neu starten. Ich will kämpfen. Ja, was für ein Camp. Ja, das lief jetzt nicht so, wie ich es geplant hatte. Also mal kurz neu starten, wa? Oh Mann, oh Mann. Der Luftballon verschwindet also auch. Gut, geht wohl für alle Items, weil die von wegen das heißt, ja, wenn getroffen wirst, dann platzt der. Oder irgendwie nach Heimeinsatz, dann ist vorbei und so. Gut, dann sowieso, du merkst es ja. Tja, und solche Items sollte man eben nur in Kampfresort, in der Kampfzone, wie auch immer, einsetzen. So, nehme bitte. Doch in den Fokusgurt, weil irgendwas muss ich mir. Also, müssen natürlich nicht, aber wäre schon vom Vorteil noch. Ey, Fokusgurt, Quatsch, natürlich der. Mann, was hab ich denn jetzt? Ihr Expertengurt. Der ist Notfall besser als nix. Ja, das ist ein Nix. Mit X. Und Mega Evolution. Dann gehen wir noch mal kurz vorbei. Und so ein bisschen in die nächste Höhle. Damit ich noch ein bisschen was gezeigt habe und dann direkt nachher mal an einer Geheimbasis hier machen kann oder halt an einem geeigneten Ort, wa? Super Swag! Jo Mann, Bitches, was? Ja, hallo zusammen. Wie geht's denn so? Das ist ziemlich eng eingerichtet hier. Der mag's wohl eng. Was muss er tun? Favoriten hinzufügen. Geheimbasis löschen. Favoriten entfernen. Interessant, was man alles machen kann. Die Fahne, wa? Du hast die Fahne erhalten. Du hast bisher eine Fahne gesammelt. Toll. Das war früher irgendwie noch ein bisschen anders. Morgen war doch irgendwie so mit Fahnen, also schon Fahnen sammeln, aber durch Wettrennen und so, wer halt schnell in der gegnerischen Geheimbasis war und solche Dinge. Bin ich jetzt? Der Bewahrer. Machen wir schon wieder. Okay. Dann bist du sicher der Anführer hier, wa? Ich bin Antoine in diesem Geheimbasis-Alltag. Das ist ein kleines Dankeschön für deinen Besuch. Gelber Backstein. Dankeschön. Lass uns verhalten. Yo! Die Frage ist halt für uns, wo bauen wir unsere Geheimbasis? Ich hab zwar irgendwie noch so einen Ort im Gedächtnis, aber oh! Elektrofee. Ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Stahlkiefertagen, tut doch keiner drauf. Naja, ein Erdbeben tut's auch. Eine Granbull, schon eine Fee. Ich habe nichts dabei. Nö, natürlich nicht. Keine Anti-Fee-Attacken dran. Alter, okay, jetzt müssen wir ein bisschen in die Vollen gehen. Alter! Das sind noch viel ab, hey. Granbull!
Ein Hundemon. Plötzlich ist er so schwach. Oh oh. Was? Die kennt er auch? Mega Hundemon. Ah, wie der aussieht, ey. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja, das tut mir leid, Volt. Das war nicht so gewollt. Jetzt reicht's hier aber. Der Levelunterschied plötzlich. Jetzt kriegst du von mir eins auf die Fresse. Megamorph! Logok geht hier zu. Mega Logok. Und jo, das tut weh. Der kommt so schnell nicht wieder. Das musst du so kommen gesungen zu, du bist echt stark, Mann. Respekt, ey. Jo, dankeschön. Was irgendwas? Lass uns. Was jetzt schon wieder? Nö. Lass uns Freunde sein. Nö, ich will erst fighten. Interessant, aber trotz allem. So, gehen wir hier noch rein. So, die Fahne Die Fahne gehört mir. Noch gegen ihn fighten? Ja, wieso nicht kommen? Und dann machen wir uns auf zu unserer eigenen Geheimbase, beziehungsweise gucken mal, wo wir eine machen können. Lass uns Freunde sein, lass uns fighten. Bist du bereit, Mann? Klar, wie immer. Der Ramot. Ramot. Nicht Remote, sondern Ramot. Der war ja auch, Feuerkäfer, war? Ei. Und ein Level Up, ja, das mag ich so. Und all unsere Pokémon trainiert. Wenn es teilweise ein bisschen unnötig ist, aber hey. Das war ein toller Kampf, komm doch. Morgen wieder, jo, machen wir und tschüss. Gut, Freunde, man, so viel dazu. Jetzt, wie gesagt, auf zu unserer eigenen Geheimbase. Ich habe hier irgendwo noch etwas im Kopf, wo eigentlich ein guter Standort gewesen sein sollte, aber, ja. Fällt mir sogar noch ein wieder? Ich glaube eher weniger, war. Wo zum Henker war der? Der war nicht hier bei der geheimen Blumenwiesen, nö, der war aber hier irgendwo in der Nähe. Ich glaube, hier bei der Geheiminsel war der. Jo, Freunde, hier war er. Aber da ist bereits einer drin. Scheiße! Gut, das ist allerdings relativ frei. So klein ist sie gar nicht. Dann das. Dreierkampf. Oh, gut, die haben 3 Pokémon. Goofy. Okay, wisst ihr was? Wir fighten hier. Wir fighten! Ich weiß, ich wollte eigentlich keine Basis selber machen, aber jetzt, wenn ich schon mal so gut dabei bin. Und ganz ehrlich, eine Geheimbasis machen, wir haben das Pokémon dabei, was einfach Geheimpower und ich wüsste aber gar nicht, wie man irgendwie, also sprich, wie ich gerade irgendwie das Ganze einrichten sollte. In der Hinsicht bin ich dann doch ein bisschen unentschlossen. Man sieht meinen letzten Test zu Sims 4. Gehen wir gegen den hier. Ich bin Yuki! Okay, der war bereits die Anführerin, toll. Ja, wieso nicht kaum der gegen die Anführerin? Genug Pokémon dabei. Nö. Ich will einen Dreierkampf. Menno, machst du einen Dreierkampf? Gut. Die Anführerin, ja, wenn ich Dreikämpfer getragen habe, ich habe nur einen Pokémon dabei. Schupi. Volt, Blackie und Logok. Jetzt geht's rund, Mann.
So, dann mal gucken. Blackie kann den Erdbeben einsetzen, weil es trifft ja sowieso Logok nicht. Okay, Blackie kann es natürlich nicht einsetzen, wäre ein bisschen sehr viel. Das sind 3 Geister, das heißt, ich booste ihn einfach mal ein bisschen. Und Logok wird mal ein bisschen reinhauen. Mit Kampf geht natürlich bei Geist nicht so gut. Donnerschlag auch nicht, mache ein bisschen Tabula Rase, alles mit Flammenblitz. Schoppe. Du, 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 du. Übrigens, das Fallensammeln, ich glaube, damit kann man einfach noch besondere Dinge freischalten, sprich, wenn man halt eine bestimmte Anzahl an Fallen gesammelt hat, dann kann man entweder, ich glaube, das eine war sogar, das waren etwa 1000 Fallen und so etwas, habe ich mal gelesen, dass man dann irgendwie sogar einen Knackrad nicht bekommt, sprich den Megastein von Knackrack. Aber eben erst bei 1000 Fahnen. Fluch. Ich bin verflucht. Temposchub. Finde ich jetzt gar nicht so geil. Das heißt, er muss sterben. Also mit der hübschen Flugattacke, dank unserem netten Effekt. Bin mal gespannt. Wie mega Blackie reinhauen, ob sie echt schneller ist als unser Logo mittlerweile. Nö, er ist schneller. Das trotz Megamorph plus Drachentanz. Jo, der ist fix, der Gute. Das muss ja so kommen. Ich glaube, besser vorne die Levelbegrenzung ausgeschaltet war. Den meine ich. Wurde aktiviert, wieder Team-Pokémon, keine Begrenzung mehr, genau. Wie stark bist du jetzt? Ja, wir machen kurz einen Einzelkampf. Es hat echt nur ein Pokémon dabei, okay, wird relativ schnell gehen. Sneebel! Weibliches Shiny, wow. Eis- und Lichttyp. Tja, das ist natürlich mal so ein Kreuzhieb. Die perfekte Antwort, Mogelhieb, dankeschön, dann vielleicht 2 Runden, zurückgeschickt, was denn das? Ja, der gemogelt. Dann eine 4-fach-Schwäche. Das ist übel. So, und diese Geheimbasis gehört nun nach mir. Nö. Okay, Freunde, wie gesagt, zum Schluss jetzt, ich lösche die, weil ich will meine eigene bauen. So. Ja. Raus. Was passiert? Ja, jetzt machen wir hier unsere eigene Geheimbasis. Geheimpower einsetzen. Los, Ziggy! Eine Ranke. Ich meine, so groß ist das Teil jetzt nicht, aber... Was willst du aufgeben? Hä? Habe ich mal einen Dog gemacht? Okay, ja, gib's ja auf. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich mal einen Dog gemacht habe. Was möchte ich tun? Das ist eine gute Frage. Kurcode. Genau, die kann ich natürlich so angeben. Später könnt ihr ihn bei euch einlesen und könnt auch auf meine Geheimbasis zugreifen. Mal gucken, was haben wir alles? Von Geheimfreunden. Deine Objekte. Ein Tisch. Ein kleiner Tisch. Hier hin. So. Wie wär's mit einem Hocker? Leider nur einen, das ist doch lame. Die Eco-Element habe ich noch. Den hier hin, wa? Kann nicht hier, so machen wir es hier. Ist doch schön, jetzt habe ich immer noch ein paar Puppen, wa? Oh, der Michael spielt mit Puppen. Nee. Das so weniger, aber sieht doch hübsch aus. Ich kann auch hier hinlegen.
Jetzt sieht man es kaum noch, war es am Eingang her, sieht auch nicht gerade symmetrisch aus. Auf dem Tisch vielleicht? Ist klar. Keine Blumen auf dem Tisch. So, machen wir hier hin. Ich weiß nicht gerade so viel. Ich meine, wir müssen noch ein bisschen einkaufen gehen und so, oder? Aber ein bisschen was zu zeigen reicht eigentlich. Geräte, alte Lampe, Levelbewahrer, okay. Was mir noch nicht so richtig war. So, was haben wir noch? Eine alte Lampe. Die geht doch sicher nicht auf den Tisch. Wieso auch? Gleich im Eingang zu, so, kommt gar kein rein. Alter, was mache ich hier, Mann? Ja, wieso nicht, wa? Jetzt Begrüßung hier. Eine Flemli-Puppe, dann haben wir hier noch eine Hydropi-Puppe, die 3 Höhenstarter, das ist doch auch immer schön. So, Wandschmuck, ein Pokéball-Poster, Pokéball, Pokémon. So. Dann Himmelsposter, wieso nicht? Hier sind meine ganzen Freunde, wenn ich welche hätte. Verschiedenes. Ein bequemes Bett. Ja, kann ein bisschen pennen hier. Zaun. Ein Reifen ist klar. Eine Treppe. Okay, jetzt ist es langsam eng hier. Ein Globus, Alter. Moment, nehmen wir mal die wieder weg. Die passt ihm gar nicht so. Eigentlich hinter mich war, also von dem her, das so. Das sieht aus, ey. So, ein Levelbewahrer. Dann haben wir das hier. Okay, dann nehmen wir nach oben drehen. Nö. Das geht nicht, das. Ich kann echt nicht auf den Tisch stellen. Was für eine Scheiße. Naja. So, verschiedenes. Haben wir noch ein blaues Zelt, was großes, begehbares Zelt. Wofür das gut sein soll, ist mir gerade auch schleierhaft. Ich muss mal kurz angucken, was es bringt. Noch etwas Interessantes. Regaltafel, Pokeflöte. Nö. Ja. Was möchtest du? Uns mir mal angucken. Wie Flemmi aussieht. Oh, was bringt das hier? Wow. Das ist ja richtig super. Was bringt das? Ja, wenn es ein bisschen größer wäre, wa? So, komm, weg damit. Ein Teppich zur Begrüßung. Okay, dann haben wir das da und das dort. Ja. Also schön oder gemütlich ist was anderes, aber es ist... was ist es? Ja, das ist eine gute Frage. Was ist es überhaupt? Naja, könnte schlimmer sein. Könnte viel schlimmer sein. In diesem Sinne, Freunde, würde man sagen, ist bereits wieder vorbei hier mit, naja, über der Fahrten 3. Okay, wie gesagt, man braucht etwa, Moment, ich habe doch irgendwo hier eine Liste. Also, man braucht, glaube ich, was? Okay, 30 Fahnen für die erste Bedingung oder Belohnung. Was genau sein soll, das sehe ich jetzt hier gerade nicht. Und wie gesagt, etwa 1000 noch für die letzte. Und das wäre irgendwie ein Knackrad nicht, aber der Unterschied ist ja gewaltig. So. Was soll ich tun? Geheim was suchen, ja, was ist zeigen. Oder still. So, Freunde, haben wir hier. Habt ihr meinen QR-Code, falls ihr auch meine Geheimbasis da einlesen wollt, so hinzufügen wollt, wer das auch immer möchte. Ich würde den Grund nicht verstehen, aber egal. Das wäre zumindest mal der QR-Code in diesem Sinne, Leute. Wenn wir sagen, vielen Dank fürs Zusehen.
das war es wieder mal für heute bei Pokémon Delta Alpha Saphir, weil ganz ehrlich, wir haben jetzt gezeigt, was man so zeigen konnte. Viel mehr gibt es eigentlich nicht. Oder kann man irgendwie noch... Ich guck gerade, hat doch wie gesagt hier noch irgendwie so eine kurze Anleitung, was man alles machen könnte. Da geht eine Trainerklasse. Ich glaube, ich bin hier irgendwie ein Hasstrainer, wie es aussieht. Und das hat ja noch Auswirkungen darauf, wie halt... ja, worauf überhaupt? Bedeutet auch besondere Fähigkeiten eurer Person anderen Spielen. Was? Ach so. Ja, ist ein bisschen... Moment mal. Aber ich jetzt Bronze war momentan. Also, glaube zumindest noch. Nee. Noch weniger als Bronze. Also, ihr seht dort die Fahne waren, weil es erst 30, noch nicht 30 ist. Ab 30 Fahnen hätte ich einen Bronze-Rang. Und dann würde ich wohl, sobald ihr gegen mich kämpft oder irgendwie mich noch eine Liste drin habt, wie auch immer, würde es die EVs eines Wertes eines Pokémon im Team erhöhen. Ja, so ein bisschen crazy, verstehe ich auch nicht, wie das Ganze funktionieren soll. Also echt nicht durch Kämpfen ist oder halt durch hinzufügen. Aber gut, ich meine, das ist trotzdem nett. Ja, speichern den mal, wa? Besucht mich mal, Geh mal suchen, nö, aber jetzt irgendwie vielleicht einen Einfluss auf meine Trainerklasse. Der Ermutigung, der Fröhlichkeit, was? Für die Fröhlichkeit anders machen. Yippie! Das passt eigentlich ganz gut. Mann, so. Der Ermutigung. Wie können wir eigentlich die Trainerklasse ändern? Das sehe ich jetzt gerade nicht ein. Naja, wird sicher irgendwie gehen. Gut, wie auch immer, vielen Dank fürs Zusehen über dieser, ja, kleine Geheimbasisfolge. Im nächsten Part werden wir dann mein Lieblings-Pokémon züchten und ja, das wird von der 2 Parts dauern, sprich mit ganzen DVs, EVs und so ein bisschen herumexperimentieren. Und dann in der übernächsten Folge, dann wird es ein bisschen heaviger, also heaviger klingt auch ein bisschen doof. Aber dann werden wir uns im Kampfressort an die Superkämpfe wagen, um hoffentlich noch das letzte freizuschalten, was ich in diesem Let's Play machen möchte. Und was dort überhaupt im Kampfressort doch überhaupt noch möglich ist. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!